Ich glaube, es hat einen sehr grossen Einfluss, gerade auf unsere Generation. Ich bin relativ froh, dass ich nicht so fest in dem ganzen Struggle drin bin. Aber ich glaube, gerade für unsere Generation ist es sehr viel mit Vergleichen, sehr viel Druck, der entsteht. Und ich sehe das als grosse Gefahr für unsere Generation. Sehr viel. Es beeinflusst sehr viel. Ja, das Negative daran ist sicher, dass man sich fest vergleichen und sehr streng mit sich selber ist. Also, das ist bei mir zumindest so. Und das Positive ist, dass man Themen näher bringen kann, die zum Beispiel Tabuthemen sind, dass man mehr über das reden. Es beeinflusst sehr viel im Unterbewusstsein. Ich hocke manchmal vor dem Handy und denke mir nach einer Stunde oder so wieder so, was habe ich jetzt da gesehen, so, das hat mir nichts gebracht. Ich versuche mich immer wieder zwar, wenn ich unnütze Infos in mein Gehirn gelassen habe, mich wieder probieren, etwas sehr Informelles zu schauen oder zu hören. Aber es hat auch sehr viel Positives. Also, ich glaube, so das Connecten, gerade so ein Format, das wir hier machen können, habe ich das Gefühl, ist da, um die Leute zusammenzubringen, um Themen anzusprechen, die vielleicht sonst nicht angesprochen werden. Und für solche Sachen finde ich Social Media sehr gut. Unter anderem auch für Events oder alles, was man mit Social Media auch vermarkten kann, ist so ein grosser Teil. Darum sehe ich es eher positiv. Man muss es aber immer auch sehr bewusst anwenden. Also, sobald es eine unbewusste Konsumation ist, dann ist es gefährlich. Also, und halt immer sich vergleichen, das ist etwas vom Schlechtesten, was man machen kann. Ich finde, lieber nimmt man sich Zeit, mit seinen engen Freunden mal über etwas zu reden, als dass man sich vergleichen mit anderen Leuten auf Social Media. So. Viel. Social Media ist... Ich würde es nicht als Leben bezeichnen. Ich würde sagen, Social Media ist... Es ist neben dem Leben. Und für viele ist es vielleicht das Leben, ein extremer Stellenwert. Und für andere weniger. Es ist noch schwierig zu beantworten. Für mich persönlich, ich bin in dem Social Media drin. Ich glaube, da komme ich auch nicht mehr so schnell raus. Aber es ist extrem wichtig, abzuschätzen, wo sind meine Ressourcen in meinem Leben und in Social Media. Und wie gehe ich mit dem um? Wie bewege ich mich in diesen zwei Sparten? Dass ich mich auch mal bewusst wahrnehme, okay, jetzt lebe ich mal im Moment und jetzt nehme ich Inspiration aus Social Media raus. Social Media hat einen extrem grossen, ich gehe davon aus, extrem negativen Einfluss auf uns. Wenn man es mal so im Großen und Ganzen sieht. Es hat sicher auch viele Vorteile. Aber ich denke, dass das gerade so mit den Vorbildern, wie jemand aussehen sollte oder wie man sich benehmen sollte oder so, hat einfach, ja, ich glaube, junge Leute kann das echt extrem kaputt machen. Ja. Also, Social Media hat auf mich nicht so einen Einfluss, weil ich nicht dort gerade so aktiv bin. Aber ich finde, dass vor allem wie es früher, also wie früher die Jugendlichen waren, also halt so die Menschen, dass es sich sehr verändert hat durch Social Media, dass die Menschen viel offener sind. Vor allem ja, freundlicher, offener. Ich finde ja, das finde ich gut, dass es sich so verändert hat. Social Media ist ganz schlimm. Ich bin viel zu viel drauf. Ich brauche so viel Zeit am Handy. Überlege mir auch immer viel zu viel und dann irgendwie postest du etwas und dann hast du das Gefühl, die Leute schätzen das nicht so, obwohl du dir mega Zeit genommen hast. Ja, es tut mich nicht negativ beeinflussen im Sinne von mir selber, weil ich habe das Gefühl, durch Social Media bin ich selber ein bisschen selbstbewusster geworden. Ich finde es aber auch mega cool, was andere Leute machen. Aber
zum Teil sitze ich dann daheim und scrolle so durch und dann sehe ich, dass jemand etwas mega Interessantes macht. Und dann bin ich halt daheim und denke mir, ja, ich wäre schon lieber dort gerade. Und das stimmt mich dann meistens negativ. Und das gibt dann auch so ein bisschen einen schlechten Vibe so in mir innen und das möchte ich nicht. Ich möchte halt glücklich sein, auch wenn andere auch etwas Cooles machen, aber ich mache ja dann manchmal auch etwas Cooles und dann sind das andere und man sollte es halt gönnen, aber das fällt mir manchmal schwer. Darum finde ich Social Media für mich hat sehr coole Aspekte, weil eben man kann mit Leuten kommunizieren und alles und man findet sich und man kann Sachen erleben, aber gleichzeitig halt sieht man, wenn jemand anderes halt etwas mega Cooles macht und wir hocken daheim und denken, blöd. Ich glaube, es ist so das Beste und Schlechteste, dass das ganze Internet, was so uns passiert ist, so unserer Generation. Ich glaube, wenn man Social Media richtig nutzt, ich meine jetzt gerade auch das Format und so weiter, habe ich das Gefühl, es ist etwas Gutes so. Und ich glaube, auf Social Media ist auch das Coole daran, dass man neue Leute kennenlernen und eben so ein bisschen Meinungen teilen und so weiter. Aber das ganze TikTok und den ganzen Tag 4 Stunden am Handy sein und keine echten Kollegen mehr haben und nur noch immer das perfekte Leben auf Social Media, was alle zeigen, das hat definitiv auch sehr, sehr viele negative Punkte. Ich glaube, an sich ist Social Media etwas Gutes, man müsste es einfach ein bisschen anders oder bewusster nutzen. Ich glaube, es hat einen grösseren Einfluss, als ich denke oder als ich möchte wahrhaben. Ich habe auch schon so, wenn ich mal mein Handy verleiht habe für einen Tag oder so, habe ich gemerkt, was ich alles für Zeit verbrauche an meinem Handy. Also dann bin ich wirklich so, wenn ich mal eben mein Handy noch jemand vergessen habe oder so, dann bin ich nachher richtig produktiv an diesem Tag. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ja, hätte ich mein Handy gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur am Handy gewesen. Also ich habe das Gefühl, es wird mega viel Zeit verschwendet. Und oft denke ich auch, es hat sicher auch positive Einflüsse, aber negative Einflüsse im Sinne von, man vergleicht sich vielleicht mehr mit anderen, was nicht immer unbedingt gut kann sein. Aber es macht halt auch das Leben viel einfacher, Kommunikation. Ja. Dafür ist es viel kurzlebiger. Also, es ist schnell mal in einen Termin abgesagt, etwas verschoben. Was früher, denke ich, eher so war, wenn man mal etwas gesagt hat, etwas abgemacht hat, dann hat man es auch wirklich gemacht. Und das stört mich auch oft, dass einfach so in letzter Sekunde noch absagen oder dass man dann gleich etwas nicht durchführt. Leider zu viel, meiner Meinung nach. Ich glaube, viele Leute sind auch, sorry, wenn ich sage, mental zu labil, um für sich selber aufstehen und sagen, hey, es läuft zu viel Fake-Shit auf dieser Welt. Viele sehen es vielleicht ein, aber sind noch nicht bereit, den Schritt in ihrem Leben zu gehen und das zu verändern in ihrem Leben. Das Ding ist einfach mit Social Media, man zeigt immer nur die positive Seite. Du hast die ganzen Influencer, die zeigen, wie sie am Morgen ihren Starbucks-Kaffee mit Sojalatte, Milch und weiss der Teufel was bestellen und irgendwo in einem Hotelzimmer sind und die schöne Aussicht von irgendetwas fotografieren. Wir kennen es alle selber auch. Ich mache das auch, wenn ich irgendwo in der Ferien bin, zeige ich nicht die schlechten Seiten, sondern ich zeige die guten Seiten. Aber es gibt so viele Leute, die daheim hocken, die in 4 Wänden das Leben nicht ausleben können und nachher einfach in ein Frustloch hineingehen. Und ich denke, wieso haben die anderen die Sachen, die ich nicht habe? Und darum finde ich, sollte man Social Media einfach mal auf die Seite tun und ein bisschen das lernen schätzen, was man um sich herum hat. Und das ist meistens ein Mehrwert, weil schlussendlich am Ende des Tages die Likes, das ganze Social Media, das ist eine digitale Welt. Dort muss das Internet einig zusammenkrachen und das ist alles weg. Und das kann man von den Freunden und von der Familie, die man im richtigen Leben hat, nicht behaupten. Positiv und negativ, finde ich. Es kommt auch ganz voll auf den Menschentyp drauf an, wie man es nutzt oder was es mit einem macht. Wenn man jetzt eine größere Tendenz hat, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, im negativen Sinn, denke ich, ist es eher weniger gut, also ich rede jetzt vor allem von Instagram. Aber wenn einem das bewusst wird, wenn man das jetzt auch schon längere Zeit Instagram benutzt und irgendwann checkt man einfach so, irgendwie tut es mir doch nicht so gut. Ich fühle mich jedes Mal scheiße.
dann, ich finde, das ist auch ein mega wichtiger Entwicklungsprozess. Und wenn man das eigentlich realisiert hat, dann kann man auch wieder etwas an sich verbessern. Und es ist eigentlich nicht etwas Negatives, wenn man von anderen Leuten viele Informationen bekommt, weil man kann selber entscheiden, wie der Informationsfluss oder wie viel er ist. Ich kann jetzt entscheiden, will ich jetzt dem Supermodel folgen oder nicht, oder will ich jetzt noch meinen besten Freunden folgen. Will ich, dass mein Feed jeden Tag vollgestopft ist, oder will ich, dass es einfach nur einfach die Leute sind, die ich kenne, und das ist das Wichtigste. Von dem her denke ich, muss jeder selber das reflektieren. Ja.